Hey, du. Nick. Gut, dann eben Nick. Jetzt gehen wir nämlich zu den Banditen oben zum Leuchtturm. Der läuft rein, ne? Wer sagt denn sowas? Denn den Leuchtturm müssen wir sowieso Wenn ich das reinigen, mit eigenen Augen gesehen hätte. weil Jack doch da zurückkehren möchte. Arbeitet auf den ganzen Tag. Und dann ist Oma noch der eine Bogenschütze, der kann uns nämlich noch im Umgang mit dem Bogen was beibringen. Weil wir ja, wie gesagt, totale Trampen darin sind. So, haben wir denn noch Zaubersprüche? Feuerball. So, erst einmal speichern. Und dann wollen wir mal schauen, wo die Herrschaften sind. Halunke. Das sind wie viel? 2. Oder mehr. Gut, wollen wir mal dem ersten die Salve entgegenschicken. Gut. Ich würde sagen, wir lassen's. Weil das dann jetzt überhaupt nichts da hat. Die Nummer mit der Magie zirkt zwar bei den Banditen, bei dem Halunken allerdings überhaupt nicht. Das heißt, wir laufen gerade zum Bogenschützen. Und der sitzt da umeinander. Zeig mir den Umgang mit dem Bogen. So, und zwar für 5 Lernpunkte. Jetzt haben wir 20%. Wird wahrscheinlich immer noch nicht gut nur sein, aber immerhin kann man vielleicht jetzt einmal was treffen. Gut, mit die Halunken können wir uns Negoling. Das heißt, wir suchen uns eine neue Beschäftigung. Da kann man gleich mal in unser Tagebuch schauen. Und zwar, was nehmen wir denn? Vatra schickt mich mit einem Schreiben zu Saturas. Und wo ist Saturas? Wo haben wir denn den getroffen? Vatras ist ja wie bekannt in Korinis. Aber Saturas, wo haben wir denn den gesehen? Der erzähle ich gar nichts mehr. Das ist Daron. Ich habe was anderes gehört. Saturas, wo haben wir denn Der den erzählt noch mit alles getroffen? weiter. Im Kloster? Das weiß Na, doch inzwischen jeder. ins Kloster sind wir ja nicht gekommen. Das darfst du keinem erzählen. Saturas. Und es wird noch viel schlimmer. Steintafeln. Hat denn Vatras noch ein paar Steintafeln?
Ich habe da meine eigene Meinung. Also haben wir welche für Watras. Hey, Nee, also gut. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Jetzt bin ich gerade überfragt, wo der Saturas steckt. Ich kann das nicht glauben. Er erzählt alles weiter. Das ist ja schrecklich. Steintafeln, Ravens Sklaven. Gut, dafür müssen wir aber auf die andere Seite von der Insel. Die Vermissten, gut, das wissen wir. Aber Saturas, wo ist denn der? Ach, erzähl mir nicht sowas. Er redet einfach zu viel. Also er muss zumindest irgendwo außerhalb von Korinis sein. Aber wo? Ist der auf dem Hof von von Orlan? Oder von Ona? Haben wir den überhaupt schon getroffen? Ja, ich weiß jetzt nicht, wo wir hinlaufen. Wir laufen jetzt einfach mit der Nase noch. Vielleicht fällt es uns ja noch ein, wo der Satura steckt. Ins Kloster brauchen wir ja nicht laufen, da sind alles Feuermagier. Und Saturas ist ja Wassermagier. Der kann uns auch nicht sagen, wo der ist. Jetzt kämpft man. Jetzt laufen wir mal einfach da hinten. Tja, mir fällt es überhaupt nicht mehr ein, wo der Satura stecken kann. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. das ist doch lange bekannt. Hier brauchst du das nicht zu sagen. War der auf dem Ona sein Hof? Was anderes fällt mir jetzt im Moment überhaupt nicht ein, wo der sein kann.
So, der fuchtelt dann rum. Fester. Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Verstehst du was vom Kämpfen? Mit dem Schwert bin ich ganz okay, aber mit dem Bogen bin ich richtig gut. Warum fragst du? Wieso? In letzter Zeit haben die Bauern immer mehr Probleme mit den Feldräubern. Ein paar von ihnen haben sich sogar fressen lassen. Das fand der dicke Ona nicht gerade lustig. Wir haben alle eine Woche lang keinen Sold bekommen. Und es war mehr oder weniger meine Schuld. Jetzt will Lee, dass ich das Nest der Viecher alleine platt mache. Und die anderen Jungs haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich es überlebe. Wo ist das Nest? Mitten auf dem Feld hier, in dem großen Felsen. Ach, das Nest, das haben wir doch schon ausgerammt. Wir könnten das Nest gemeinsam angreifen. Du willst mir helfen? Warum? Ich will Gold sehen. Du Drecksack! Du willst meine Lage ausnutzen, was? Entweder ich bezahle dich, oder ich gehe wahrscheinlich bei der Sache drauf. Na gut, ich kann dir 50 Goldstücke zahlen. Mehr hab ich nicht. Lass uns das Nest angreifen. Jetzt gleich? Oder musst du dich vorher noch ausrüsten? Du könntest noch mal zum Hof gehen. Jetzt ist genauso gut wie später. Gut, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Das wirst gleich sehen, was wir drauf haben. Weil mich gleich kaputt loch. Ach, da ist er noch drin. Naja. Geh weg. Hier haben sie also die toten Bauern hingeschleppt. Widerlich. Die Drecksviecher dürften wohl alle platt sein. Lass uns wieder zurückgehen. Alter, wie schaut's denn mit Gold aus? Warte mal. Was ist mit unserer Abmachung? Willst du mich verarschen? Du hast nichts dafür getan. Er will uns bescheißen. Das haben wir aber gleich. Hoffe ich zumindest. So, Drecksack. Einer Winger. Gold. Der hat noch nicht mehr 50 dabei gehabt. Egal, jetzt ist er in die ewigen Jagdgründen. Ich hoffe, die anderen haben das irgendwie nicht mitgekriegt. Weil sonst kriegen wir wieder von denen eine auf die Mütze. Das ist kein Geheimnis. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Sieh mal einer an. Was denn? Was willst du? Hast dich den Stadtpennern angeschlossen, wie ich sehe. Ich sag dir was. Egal welche Klamotten du dir auch anziehst, ich durchschaue dich. Für mich bist du nur ein kleiner, schmieriger Tagedieb, nichts weiter. Glaubst du wirklich daran? Ich muss Immer gehen. wieder das Ja, Gerannt, also verschwinde.